Hallo, schön seid ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Wir sind dran an unserem Notizbuch, wo wir mit einem gemalten Bild eingefasst haben. So sieht das jetzt aus. Ich habe ja hier noch eine Schicht von dem Glitzer-Acrylfarbe drüber gestrichen, damit das nicht verschmiert, weil das Bild mit Gouache gemalt war. Genau, und das hat eigentlich recht gut funktioniert. Es ist jetzt zwar halt extrem glitzerig, aber ja, no, ich finde es cool. Wie gesagt, wenig Glitzer ist wie kein Glitzer. Darum finde ich das super. Jetzt geht es darum, dass wir die Signaturen rein tun. Und zwar möchte ich einfach nur weißes Papier, es soll ein Notizbuch werden, zum Schreiben und Zeichnen, vielleicht mal ein Foto einkleben oder was weiß ich. Ja, aber ich habe mich entschieden, jetzt einfach nur weißes Papier zu nehmen. Ich habe mir hier eine Signatur, ein Bündel gemacht mit Kopierpapier. Das sind 10 A4 Seiten einmal gefaltet. So, weil ich jetzt ein bisschen zu wenig Kopierpapier hatte, kommen die zwei hier noch je 3 andere Papier über. Und zwar ist das so ganz, ganz dünnes Markerpapier. Ist zwar auch ein bisschen verkrügelt, aber noch so der. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. Und schliesslich schneiden wir vorne noch ein bisschen ab. So, zack, halt. So. Einmal rein. Sali und das da noch. Gut. Das letzte noch. Zack. Und dann hätten wir hier 4 Signaturen. Passt wunderbar hier drin. Das sieht doch toll aus. Das heisst, wir müssen hier vorne auf jeden Fall ein bisschen abschneiden. Und die grosse Preisfrage ist, machen wir das wieder en bloc oder nehmen wir sie auseinander? Ich habe das Gefühl, ich zeichne mir das einfach hier an. So, wissen wir gerade, da müssen wir abschneiden. Mal schauen, ob man das sieht. So. Ja. Das ist doch super. So. So viel wollen wir abschneiden. So. Ja, wird doch ein bisschen knapp mit Schneiden, aber ich bin guter Dinge. Einfach konzentriert und langsam. So, hui, es hat geklappt. Da oben. Oh, jetzt sieht man es gar nicht. Da oben hat es kleine komische Ecken gegeben. Aber ja noch. Das fällt ja dann sicher nicht so auf. Jetzt müssen wir natürlich schauen, wo das herkommt. Eigentlich hätte ich gerne mal eine andere Bindung ausprobiert. Oder mit mehr Löchern oder so. Aber dann hatte ich irgendwie keine Zeit mehr gehabt, um mir das genauer anzuschauen mit in einem Video. Und dann habe ich gedacht, ach komm, jetzt machen wir doch das einfach wie gewohnt, mit 3. Mit 3 Löchern. So, also. Und wir haben das Loch. Und da und Quatsch, nicht so weit unten.
Da. Stimmt das? Sind wir oben? Jawohl, es stimmt. Das ist mir auch schon passiert, dass ich verkehrt rumgelacht habe. So, und jetzt... Das noch einmal genau ausrichten. Und dann können wir das hier übertragen. Einmal. Zweimal und dreimal. So. Und dann probieren wir hier 4 Punkte zu machen, die uns den Abstand zeigen. Ich muss es mit einem schwarzen Filzstift machen, damit man das hier auch sieht. So, gut, da habe ich mich jetzt wieder ein bisschen vermalt. Naja, es ist ein bisschen Handgelenk mal Pi, aber ich glaube, das macht nichts. Gut, dann mache ich doch jetzt hier mal die Löcher rein. Zuerst von der einen Seite und dann stiche ich sie von der anderen Seite. Ich habe hier die ganz normale Aale, weil mich dunkt, die macht ein bisschen dickere Löcher, weder die Aale zum Buchbinden. So, voilà. Ja, es ist ein bisschen, bisschen so. Macht nichts. Stört mich nicht. Jetzt habe ich hier meine grossen Büroklammern. Wo ich mir damit die hier zusammenklemmerle. Damit wir die nicht verrutschen beim Lochen. So, jetzt können wir das Zeug reinnähen. Ich könnte mich klepfen. Ich habe jetzt gerade irgendwie eine halbe Stunde lang meine Nägel gesucht. Ich habe doch so schön aufgeräumt. Aber mein kleines Röhrchen mit meinen Nägeln ist und bleibt verschwunden. Also, ich habe so eine Nadel gefunden, die sollte gerade gehen. Das ist irgendwie so ein Nylonfaden, irgendetwas Plastikmäßiges, aber mit ein bisschen Mühe und Not kann man die einfädeln. Ich werde es nachher dann mit dem Feuerzeug verschmürzeln, weil das eben so halt Plastik ist. So, also 1, 2, 3. Der ist so ganz glatt und glitschig. Der muss man definitiv nicht wachsen. So, und wenn ich da ein bisschen moste und ein bisschen gut zusammendrücke, dann bringe ich das in das Nädelchen rein. Alles kein Problem. So, dann fangen wir mal an. In der Mitte an. Oh, ist der Faden sowieso zu dick. Bringen den nicht durch. Das ist ein bisschen dumm. Nein, das geht also definitiv nicht. Muss ich dann grössere Löcher machen? Muss ich die Löcher ein bisschen grösser machen? He? So, ich hoffe, die Knöpfe die heben, weil das so glitschiges Material ist, habe ich ein bisschen Schiss, dass es die löst. Aber wenn es dann so wäre, könnte man dann hier einfach auch noch ein bisschen anbrennen und das ein bisschen zusammendrücken, dass das auch wirklich hebt.
Aber bis jetzt, denkt es mir, ist es gar nicht mal so schlecht. Oh, jetzt ist das noch zu lang. Ach, jetzt schneidet die Schere so gut. He? So. Zum Glück schneidet die Schere nicht so gut. Es ist nichts passiert. Aber ich habe voll reingeschnitten. So sieht unser Notizbuch aus. Es ist soweit eigentlich fertig. Es hat 40 A4 Seiten insgesamt, 10 pro Signatur. Ich habe gerade gefunden, dass die rosanigen, riesigen Büroklammern so gut dazu passen. Und ich glaube, ich tue mir da so eine oder zwei noch her. So. Dass man dann hier noch Notizsachen mit einpacken. Oder natürlich irgendwie dran heften. So, ich finde es extrem cool. Es ist mega schön geworden und es entspricht genau meinen Vorstellungen und dem Zweck, den es erfüllen soll. Und ich freue mich, dass das jetzt so geklappt hat, dass das fertig ist. Das kann also jetzt in Einsatz. Ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen Spass gemacht beim Zuschauen. Obwohl, ich weiss, es ist immer ein bisschen das Gleiche. Ich muss mir wirklich einmal noch eine andere Bindung genau anschauen, weil mir ist es langsam auch ein bisschen zu langweilig. Das heisst, bei meinem nächsten Projekt möchte ich gerne eine andere Bindung ausprobieren und dann euch das natürlich zeigen. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei. Es würde mich mega freuen. Bis dann. Tschüss.